Jetzt schauen wir die Guarania-Begleitung an. Ihr erinnert euch, in der Lektion 10 war das, wo wir den Dreivierteltakt gelernt haben zu begleiten, respektive den Sechsachteltakt. Und den nehmen wir jetzt auf. Ich habe euch ja da gesagt, das wichtige Fundament ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also diese Dreiviertelbegleitung, das haben wir ja schon gehabt. Und aus dieser machen wir jetzt folgende Guarania-Begleitung. Wir spielen Ringfinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Zeigefinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das Grundmuster der Guarania. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnt ihr verschieben. Ihr seht, wenn ich jetzt so langsam spiele, setze ich immer alle Finger in der ersten Position gleichzeitig auf. Ich habe ja da schön Zeit dazwischen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf 6 ist ja eine Pause, da kann ich dann den Akkord wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass die Betonung in dem Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger ist, respektive der Ringfinger ist das 1, also hier ist die starke Betonung auf 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der Daumen kommt etwas leichter dazwischen, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einfach darauf achten, dass euch nicht Folgendes passiert, dass nicht der Daumen übermäßig betont wird, dass es nicht klingt, weil da zweimal der gleiche Finger ist, nicht, dass ihr da Druck drauf gibt, sondern dass es schön 1 und 2 und 3, 4, 1 und 2 und 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Unser Müsterchen, unser Harmonieschema, mögt ihr euch erinnern? Das können wir jetzt zum Beispiel gut zum Üben benutzen. F. Ich wechsle nach D-Moll. Und jetzt nach G, setze alle Finger auf. Und so weiter. Ihr könnt auch das einfach zuerst an Ort und Stelle machen oder immer einfach nur um eine Stufe den Akkord verschieben. Jetzt schauen wir die Bassläufe an. In der Guarania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Basslauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder zurück. Wir beginnen immer mit dem Ringfinger. Hier ist immer die Betonung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4.
jetzt wollen wir diese Guarania-Begleitung kombinieren mit den gebrochenen Oktaven in der rechten Hand. Wir beginnen mal mit 6 Achteln in der rechten Hand, alles auf F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in der linken Hand haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Das können wir jetzt verschieben. 3, 4, 5, 6, G. Als nächstes spielen wir hier Sechzehntel, das heißt, es bleibt dieses Tempo für den Ringfinger und dazwischen kommt der Daumen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt die Begleitung dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwie wechseln. Auch wieder zurück. Wenn ihr müde werdet, geht ihr wieder in die Achtel, ohne gebrochene Oktaven. So könnt ihr das ein bisschen üben und dann können wir nämlich als nächstes das Stück anschauen.